Und go! Wir sind wieder da, nach einem Monat Abwesenheit. Aufgrund von Sommerloch und Gamescom und überhaupt. Und in der Zwischenzeit ist so wahnsinnig viel passiert. Aber wir probieren es auf das Relevanteste abzubrechen. Und das ist unter anderem One Piece. Es spaltet einfach unser gesamtes Team. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Gaming-News am Start. Wir reden natürlich ein bisschen über die Gamescom. Arcane Staffel 2 ist das Release-Datum draussen. Im Crit haben wir, ja, leider One Piece. Es ist einfach zu... Ja, so oder so, aber... Kontrovers. Ja, sehr. Dann haben wir Skull and Bones. Da ist anscheinend jetzt endlich einmal nach irgendwie 6 Jahren gefühlt ein Release-Datum bekannt. Und Call of Duty Modern Warfare 3, da erzählt uns der Nico ein bisschen, warum das eher Abzocke ist als effektiv ein Game, wo man sich darauf freuen kann. Und last but not least haben wir noch ein bisschen Loot. Und damit herzlich willkommen zu Episode 62 zu Buffcrit Loot. Und da würde ich sagen, let's go! Let's go! Yes, also, Gamescom war ja vor 2 Wochen. Ich war, du nicht. Ja, niemand weiss genau warum. Das ist ja, es ist, so, ist leider wirklich ein bisschen schade. Man hat auch, aber ich bin mir sicher, meine Kollegen, also das heisst Steffi, der Ives und der Sean, der schöne Sean, haben sicher gemerkt, dass ich gefällt habe dort. Von dem her, ja, der könnt euch selber lieb sein, mir nächstes Jahr mitzunehmen. Wir haben schon alles dafür gemacht, dass wir nächstes Jahr dich mitnehmen können. Auf jeden Fall. Wir gehen auf Barrikaden, wenn du nicht mitkommen kannst, sagen wir es so. Nice, let's go. Genau, nein, also das war folgendermaßen. Wir waren am Mittwoch und am Donnerstag dort. Mittwoch war der Fachbesucher da, dementsprechend hat es noch ein bisschen weniger Leute gehabt. Dann am Donnerstag war es sehr, sehr voll. Das muss man natürlich schon sagen. Aber wir waren natürlich hauptsächlich dort für uns mit unseren Herstellern zu treffen, sage ich jetzt einmal. Also mit den Entwicklern, Entwickler vielleicht weniger, aber vor allem mit den Publisher und auch Brands grundsätzlich, zum Beispiel für Zubehör, für Gear, für Mäuse, Headsets, Merchandise und so weiter. Also das ist so ein bisschen der Hauptgrund, warum wir eigentlich normalerweise an der Gamescom sind. Aber ich habe natürlich auch, wenn wir schon dort sind, mir das nicht entgehen und ein paar Impressions einzufahren, ein Video zu machen, ein paar Fotos zu machen. Ich habe auch auf Instagram kurzerhand mal unseren Instagram-Channel gekapert und ein paar Storys dazu gemacht. Genau, und es ist ein Blogpost also falls ihr Interesse habt, ein bisschen Infos zu bekommen über einen Blogpost oder auch das Video anschauen. Ich kann euch das sehr, sehr gerne in der Beschreibung verlinken. Dort habe ich auch so ein bisschen die Highlights hergeschrieben. Es ist halt immer ein bisschen das Gleiche, das muss man schon sagen. Es ist immer sehr voll. Es hat 320'000 Leute gehabt, die halt bei diesen 10 Hallen teilweise einfach dich ein bisschen verloren fühlst. Das muss ich schon sagen. Trotzdem ist es halt immer wieder ein Erlebnis. Ja, ja, also wir haben natürlich geschaut, unser Team ist natürlich in der Red Bull Lounge vertreten gewesen und hat auch geschaut, dass zum Beispiel das Team von der Digitech nicht reinkommt. Also wir sind dort auf jeden Fall sehr unterwegs gewesen, falls ihr Frage habt, ob wir in der Red Bull Lounge waren. Ja, sind wir. Nein, Spaß beiseite sind wir natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob das wow, das wäre mir neu. Weißt du nicht, ob du es mitbekommst, jetzt so ein Gestürm gegeben um einen Streamer. Es gibt doch jedes Jahr an der Gamescom, come on. Ja, aber er hat tatsächlich dafür gesorgt, dass gewisse Leute nicht reinkommen. Ernsthaft? Auf sein Verlangen hat man einfach gewissen Leuten den Zutritt zur Red Bull Lounge verwehrt. Wow. Und ja, das hat natürlich Schlagzeilen gemacht. Ach wow, nein, also so sind wir natürlich nicht drauf. Bei uns sind alle Gamer willkommen, egal ob Freund oder Feind. Ja, natürlich. Also es ist einfach wieder, aber es braucht immer so ein kleines... ich habe natürlich die Seite ein bisschen verfolgt, weil ich bei YouTube Deutschland gleich ein bisschen unterwegs auch. Es hat auch noch einen Post von Phoebe gegeben, wo auf eben gewisse Übergriffe hat hergedeutet von Streamer-Kollegen an der Gamescom. Auch das oh Gott, okay, sorry, schnell an dieser Stelle. Das Thema können wir das bitte nicht ansprechen, weil erst starten wir hier extrem aus in eine Geschichte. Vor allem. Ja.
Nein, das ist wirklich ein Thema, Was das ist ich... heute mit dir los? Wenn du jetzt das Thema überschreiben und jetzt anstreichen. Nice. Okay, wir lösen es bei dem. Ja, Ja. einfach mal sagen, es ist natürlich viel passiert und auch Ey, gut. einiges an Drama. Und Ey, so. ganz ehrlich, im Fall die YouTube-Szene, die wird irgendwie, also wirklich gefühlt von Jahr zu Jahr wird sie schlimmer. Es gibt mir langsam so viele Sender und ich bin so froh, dass ich dort mich draus halte, wo ich einfach keinen Bock mehr auf das ganze Theater habe. Es ist einfach wieder mal, es ist, sorry, aber es geht so in Zyklen. Also 4-5 Jahre hast du wieder so Ansage anzyklen, weißt du, was ich meine? Wo wieder 10'000 Videos kommen mit Ansage an und Beef gegen und mimimi. Und nein, bitte, Also ich habe das Gefühl, mit Zyklen kennst du dich besser aus, aber ich habe das kann sehr gut sein. aber ja, ich habe natürlich, dass ich verfolge das einfach, weil es nebenbei halt eine lustige Unterhaltung ist. Ahnung, ich meine, da Ja, es ist konzentriere ich mich RTL jetzt 2 fest drauf. Trash-TV-Niveau, von dem her Ja, ist es genau. halt nicht so mies. Ja, genau. Also es ist jetzt auch nicht wirklich wichtig, aber es ist halt immer ein Event, wo dann nachher, und das muss man halt gleich auch sagen, Wo die Intelligenz von sehr vielen Leuten auf die Probe gestellt wird. exactly, und gleich ist die Bubble halt riesig gross und beeinflusst halt gleich auch viel mehr, als man denkt, wenn jetzt so ein grosser Streamer irgendetwas macht. Und ja, darum habe ich das schnell Ja, fair. anstoßen. Das, wo der Montana Black ist ja auch wieder der gewesen. Und hat irgendwie Leute lassen, Gönnergy trinken, zersetzt mit komischen Sachen. Er hat irgendwie Zahnpasta und so drin und hat gefunden, die Leute müssen das jetzt trinken. Und das hat niemand mega grusig gefunden. Die Leute haben das Zeug einfach abgeschüttet. Ja, wo sie gefunden haben, so, es ist von Montes, es muss gut sein. Ich kenne ein paar, die es getrunken haben, sie haben es kotzgrusig gefunden. Einfach so viel dazu. Aber ja. Okay. Ich habe es noch nicht getrunken. Es ist anscheinend viel süß. Es ist so 13-jährige Niveau Süßigkeit, hätte ich fast gesagt. Okay, ja gut, dann ist es definitiv nichts für mich. Ich habe gestern wieder mal ein Monster getrunken und er denkt, God damn, der Fehler von dem abhängig zu sein, mache ich nicht mehr. Also, ich bin wirklich mal sehr monsterabhängig gewesen, tatsächlich. Das ist gar nicht gut. Und das war dann auch im Alter, wo ich nicht zugenommen habe. Das heisst, heute würde ich instant Aufgabe ist Ofenküchli. Also ja. Ofenküchli, komm, gehen wir wieder zurück zu Gamescom. Yes. Was waren so unsere Highlights gewesen? Also, beziehungsweise Mini. Also zuerst mal ein kleiner Downer. Leute, man hat Starfield nicht anspielen vor Ort. Nicht möglich gewesen. Es hat eine Theater Experience gegeben, wo einfach so ein bisschen Gameplay und Trailer und so gelaufen sind zum Zuschauen. Es ist tatsächlich so, dass die Entwickler der Meinung waren, das Spiel ist einfach zu gross und zu grandios, um in 20 Minuten Demo anspielen und nur ansatzweise irgendwie einen Eindruck zu bekommen. Und darum hat man hat man sich dagegen entschieden, dass man auf der Gamescom Starfield anspielen kann. Aber hey, lang geht es nicht mehr am 6. Dezember, also schon am Mittwoch. Kann man es kaufen und spielen. Von dem her, let's go. Natürlich auch bei uns auf dem Shop sprach.ch, nicht vergessen. Genau, zu dem haben wir ja, glaube ich, auch noch für nach dem Podcast, würde ich sagen. Was? Hä? Ah, ja. Hä? Ja, aber okay. ja. Aha, ja, okay. Nein, nicht nach dem Podcast. Also das kannst du jetzt sagen. Das musst du nicht nach dem Podcast sagen. Sag es jetzt, komm los. Du bist wieder mal verpeilt, Junge. Komm auf ein Küchli, komm, erzähl. Ja, du. Oh, jetzt sagst du mir, okay, jetzt müssen wir bremsen. Was auf ein Küchli? Jetzt wird es persönlich hier, Madame. Das ist jetzt mein Spitzname für dich. Ja, genau. Also, es ist so. Ich werde tatsächlich nächsten Freitag hier Starfield streamen. Und zwar auf unglaublich grosser Nachfrage von unserer riesigen Community Streaming Starfield. Und zwar am Morgen am 10 Uhr fangen wir an. Genau. Ja, der glaubt das jetzt nicht. Am Morgen am 10 Uhr fangen wir an mit Starfield. Ich werde das auf dem Brack-Channel streamen. Also, wenn ihr am Freitag frei habt oder neben dem Arbeiten etwas schauen wollt, etwas Gemütliches auf die Ohren und auf die Augen, dann schaltet Brack Twitch ein, wo ich streame Starfield. Ich freue mich schon drauf. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Auf jeden Fall muss ich dir auch zuschauen. Yes, also zurück zu Gamescom.
Nintendo war natürlich auch wieder am Start gewesen. Was mich aber super enttäuscht hat bei Nintendo, jetzt haben die doch im Juni Super Mario Bros. Wonder und Super Mario RPG angekündigt gehabt. Und die kommen ja schon gleich. Also die kommen am 20. Oktober bzw. am 17. November. Man konnte sie nicht anspielen. Sie haben so viele Gaming-Stationen gehabt, so viel, aber man hat eigentlich, also man hat wie 3 Games können anspielen gefühlt. Also Zelda, riesen Menge an Zelda Gaming Stations, Pikmin 4 und noch 2 andere. Just Dance hat es, glaube ich, 2 Stationen gehabt oder so und noch irgendetwas anderes, ich weiß nicht genau was. Aber es ist schon ein bisschen, da muss ich wirklich zugeben, bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, wo ich hätte echt gerne einen Blick auf Super Mario Bros. Wonder geworfen, den LSD-Trip, den muss ich mir dann auf jeden Fall geben. Ja, also ja, auf jeden Fall. Schade, dass wir es nicht nachspielen können. Ja, voll. Wirklich. Aber ja, jetzt. Nintendo hat übrigens auch mega abgeräumt. Es hat ja mal wieder Game Awards gegeben und die haben 4 Preise abgestoppt von 6. Also von den Haupt-Awards. Das war schon crazy gewesen. Best Audio, Best Gameplay und Most Epic für Tears of the Kingdom und Most Wholesome für Pikmin 4. Best Visuals war Black Myth Wukong, verständlich meiner Meinung nach, und Most Entertaining ist Payday 3, tatsächlich. Payday 3 wird auch schon nice. Payday hat so eine ganz grosse Community oder also ich habe eine sehr treue Community, die dort Payday mega abfeiert. Ja, so ein Kollege, der Payday 1 und Payday 2 gespielt hat. Und das ist, glaube ich, ein Game, das eine recht solide Community hat und auch immer recht solid abliefert. Total. Ich habe es einfach noch nicht spielen besitzen und es tut mir ein bisschen weh, weil es ist, glaube ich, wirklich ein cooles Game im Fall. Das kann sein, es ist halt ein Shooter, darum ist es für mich her so. Ja, aber eine Bank überfallen. Komm jetzt, Steffi, das mal zusammen Bank überfallen da. Auch nicht mehr. Als Mama Tweety und Shroom Daddy da schnell. Okay, ja, das wäre lustig. Das wäre schon lustig, gell? Das wäre lustig, ja. Wir wären verkleidet, weißt du? Aber weißt du, auf was du dich sicher mega wirst freuen, Nico? Little Nightmares 3 haben sie angekündigt. Ja, ich weiss. Also, ja, genau. Du findest ja Little Nightmares cool. Und Little Nightmares 3 hat jetzt eine Sonderheit, also das heisst eine Sonderheit, sie haben es erweitert. Und zwar spielt man mit 2 Figuren. Also entweder spielst du mit der KI oder du spielst mit Das ist schon so lange nötig. Das ist schon so lange nötig. Entweder ja, online danke. oder Couch-Koop, das zweite Höhe. Spielt das mit eurem Girl da draussen. Das ist der Shit. Nein, ich kann jetzt natürlich auch mit eurem Boy oder mit eurem, keine Ahnung, Gummibaum spielen, aber es ist wirklich... Es ist man spielt, man spielt Low and Alone, spielt man. Genau. Und ja, aber Was, Low und Ledig? Was spielt man? Nein, Low und Alone, so heißen die 2 Figuren. Okay. Und genau, aber vor allem Couch-Coop finde ich richtig, richtig cool. Ich finde, die Welt braucht mehr Couch-Coop. Ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Yes. Auf jeden Fall. Nein, nochmal schon kurz zusammengefasst, was noch kommt, ist The Crew Motorfest. Das kommt am 14. Also erscheint das Game, ab dann kann man es kaufen. Das ist der Release-Tag, 14. September. Und wer aber ein Free Trial macht, also gratis mal möchte reinschauen, dann kann das vom 14. bis zum 17. September auf allen Plattformen gratis spielen. Das finde ich recht cool. So ein bisschen als kleines Was ist der Crew? Was ist der Crew so wieder? Das ist ein Autorennspiel. Ich glaube, es spielt auf Hawaii, das mal, wenn ich es echt im Kopf habe. Ja, es hat ein paar echt schicke Autos drin, das muss man wirklich sagen. Auf dem Cover ist, by the way, ein orangiger Lamborghini, der auch tatsächlich am Stand von Ubisoft gestanden ist. Ich konnte ihn von ganz nah anschauen, ich durfte ihn leider nicht mitnehmen. Du hast nicht anlegen? Nein, auch nicht. Es hat Wachhunde dort gehabt. Watch Dogs. Watch Dogs. Ja, du bist ja so der Autotyp, Steffi. Ich habe mich mit einem Auto mega beeindruckt. Nicht. Ich finde es ja nice, wenn jemand eine Bahnhofsrunde dreht und vielleicht noch hupet, wenn du da Nein, Huren nicht, finde ich peinlich. Aber ich muss sagen, so einen schönen orangigen Lamborghini, da schaue ich natürlich schon auch her. Also wenn der Steffi beeindrucken orangigen Lamborghini und dann einfach mal schön... Nein, eben nicht. Das Beeindruckende ist ja eben näher, wenn man den einfach fährt, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Als wäre es einfach irgendein VW Golf oder so. Hä, wie soll man das sonst fahren?
Ja, eben so wie du sagst, mit Hupen und Gäsel und Aha. so ein Macho gehabt, das ist eben nicht beeindruckend. Beeindruckend ist, wenn du das Auto fährst, als wärst du das Natürlichste auf der Welt. Ah, okay. Okay, also du Ja. meinst, er sollte dir vorbeifahren, nachher auf der Seite bremsen und sagen, Scheiße, schon wieder eine Panne, irgend so etwas. Na, Also, ne, egal. Wie gehen wir weiter? aha, Also, okay. ein Highlight, wo man sich noch drauf freuen kann, ist meiner Meinung nach Prince of Persia. Ja! Nur weil du einen Crush auf den Ja, Dude ich habe einen hast. mega Crush auf den Dude. Das war wie bei Hades. Also, nein, ich habe ja früher schon auf der, ist das echt auf der Wii gewesen, das letzte Prince of Persia, das ist rausgekommen. Das war aber noch ein 3D-Plattformer gewesen. Und jetzt gehen sie tatsächlich back to the roots und Prince of Persia wird wieder ein 2D-Plattformer. Und bin sehr, sehr gespannt. Es sieht vielversprechend aus. Ja, mal gucken. Ich habe Ja. nicht im Kopf, wenn das rauskommt, aber es geht auf jeden Fall noch ein Weile. Und was auch cool war, ist tatsächlich, kennst du Sky? Child of Light, oder Children of Child of Light heisst es, glaube ich. Children Ja, of also, Light. ja, Hä? Sky. Children Also of du kennst ja Journey, das Game. Das Indie-Game. Sky, high the sky, space taxi to the sky. Nein, nicht Nein, das. was? Aha. Du kennst Journey, oder? Journey ist eine Ja. Band. Nein, das Game. Journey ist eine Band. Nein, das Game. Das ist eine hure geile Band. It's das Kennst Game. du das? Nein, das Game. More than a feeling. ja. Hallo. Also, das Game. die haben einen Weltrekord aufgestellt tatsächlich. Die meisten Spieler ihrer Online-Konzertumgebung. Also ihre virtuelle Online-Konzertumgebung. Und die haben es tatsächlich geschafft. 10'000 SpielerInnen haben mitgemacht. Okay. Ja, habe ich cool gefunden. Okay. So Finde ich auch cool. So Sachen finde ich nice. Ja, das Yes, ist something to achieve. Voll. Noch schnell etwas zum Thema Prince Persia und Steffi und Crush. Okay. Tell me about it. Boys da draussen, sucht nach immer Frauen, die Crush haben auf einen Videospielcharakter, weil der hat nämlich keine Sorge. Nie. Hä? Der existiert nicht, der kann ich keine Konkurrenz machen. Also von dem her, Tipp von mir, immer die Frauen suchen, die irgendwelche Videospielcharakter als Crush haben. Oder Ich sage jetzt mal nichts dazu, aber ja, fair enough. Nein, Spaß. Gut, Hey, ich merke, heute bin ich gut etwas drauf. möchte ich noch sagen, und zwar von Lego, auch eines meiner absoluten Highlights gewesen. Lego Technik, die haben einen Peugeot Rennwagen zusammenbauen. Der ist dort ausgestanden mit Licht und allem. Das Teil hat 626'000 Bausteine, also Klemmbausteine. Musst du das mal reinziehen, die Menge an Klemmbausteinen, die da in diesem Peugeot-Auto verbaut sind. Das Auto Krass. wiegt 900 Kilogramm. Krass. Und 12 Leute haben über ein Jahr lang an diesem Teil gebaut. Das war crazy. gewesen. Wir müssen Ja. mega verklemmt gewesen sein. Und du bist ein Low. Aber ja, hey, genau, so viel zur Gamescom. Ich glaube, jeder, der dort geht, hat andere Highlights, die er mitnimmt und andere... ich denke, die Lowlights sind immer so ein bisschen die gleichen, aber die Highlights, die unterscheiden sich immer ein bisschen. Wie gesagt, ich habe einen Blogpost dazu geschrieben. Falls ihr noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen spezifische News dazu möchtet haben, ein bisschen mehr Infos, dann könnt ihr das sehr gerne lesen. Ich verlinke in den Shownotes. Yes. Und dann würde ich sagen... Steffi, nur, das ist schnell noch reingrätschen. Ich habe das Gefühl, und du kannst das natürlich nachher bei der Podcast-Version noch rausschneiden, aber ich habe das Gefühl, jetzt gibt es, ich beobachte es im Chat, viele Leute, die im Giveaway teilnehmen machen das, glaube ich, nicht. Oder es wird auch nicht angezeigt. Ich schnell reinwerfen, weil ich dachte doch viele Wins habe gesehen und irgendwie nichts von Meldung, dass sie jetzt teilnehmen. Nur, wenn wir das schnell überprüfen können. Also Leute, ich sage es nochmal schnell. Es gibt ein Giveaway. Ihr könnt teilnehmen, indem ihr Ausrufezeichen Win, einen Leerschlag und ein 1 oder ein 2 in den Chat schreibt. Ihr braucht also das ist je nachdem, ob ihr 1 oder 2 Tickets lösen wollt. Für ein Ticket braucht ihr 40 Points, also 40 Braktaler. Wenn ihr nicht wisst, wie viel das ihr habt, dann müsst ihr Ausrufezeichen Points in den Chat schreiben. Und wenn ihr 2 Tickets einlösen, dann braucht ihr 80 natürlich. Also ein Ticket 40, 2 Tickets 80. Genau, das heisst, wenn ihr mehr als 40 Braktaler habt, dann könnt ihr am Giveaway teilnehmen. Wenn ihr mehr als
80 Praktaler habt, dann könnt ihr sogar 2 Tickets einlösen. Zu gewinnen gibt es die PUBG Limited Edition Maus und Gaming-Headset von Razer, aber im Stil von PUBG Battlegrounds. Okay, also eben, ich habe jetzt hier zum Beispiel der Kandidat, der hat 420 Punkte und kann nicht teilnehmen. Das ist so ein bisschen das, was ich mir gerade gefragt habe, warum das nicht geht. Wo ist das? Ich sehe das nicht. Nein, das ist nicht hier im Chat. Das hat mir jetzt gerade der Kollege geschickt. Aber alles gut. Wenn das, vielleicht ist es ja auch so, dass man das im Chat oder jetzt gerade muss haben, die 40 Punkte. Und das ist, wenn es vergangene Punkte sind, zählen die nicht. Nein, Punkte, nicht die genau, kumulieren sich. Die tut man sich ja über die Zeit ansammeln. Ja, aber wie gesagt, ich habe es nur schnell mal anmerken. Das Ding ist, ihr müsst natürlich Follower sein, he? Sonst geht es nicht. Ja gut, gibt es hier nicht Follower im Chat, oder was? Es gibt immer nicht Follower, wenn es um ein Giveaway geht. Also wenn hier jemand... Hä? Dann wird ich also gerade hässig. Hier kommt sicher niemand rein und followt nicht und dann will der da Giveaway. Also nicht mit mir. He? Da ist Room Daddy der Oner mal mehr Page als Zuckerbrot. Liebe Gilo Modis. Ist der fertig. Also so, das will ich gar nicht. Sonst gewinnt nämlich hier wieder der Massi und der ist mir auch gleich, wenn der Massi Und mir ist gewinnt. gleich gewinnt. Ja. Seid ihr selber schuld. Also. Gut, also. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter und zwar zu Netflix. Netflix hat ja auch einen Stand gehabt, Swisscom. Das ist übrigens Swisscom. Okay, fang nochmal. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Was hast du Nein, gesagt? jetzt grätschen wir nicht mehr rein. Also. Okay, warte schnell. Cut! Danke. Dann würde ich sagen, machen wir weiter im Text. Gamescom lassen wir es mal links liegen. Und zwar gehen wir zu Netflix. Also Netflix hat übrigens auch ganz einen coolen Stand gehabt an der Gamescom. Aber einfach schnell, es ist ein riesen Buff-Thema, auch für mich persönlich. Und zwar, ihr mögt euch vielleicht noch erinnern, damals im Jahr 2021 hat es eine neue Serie gegeben auf Netflix, Arcane hat die geheißen. Für sozusagen die Comic-Verfilmung von One Piece, sag ich schon. Ich bin schon wieder beim nächsten Thema. Von League of Legends. Und, und Arcane hat jetzt tatsächlich announced, also es ist jetzt announced worden, dass es eine zweite Staffel gibt. Und zwar wird es im Winter 2024 pünktlich zum 15. Geburtstag von League of Legends kommen. Yes. Oha. Yes. 15? Fuck, 15 Jahre League of Legends. Wie Legends. alt ich bin schon. Alt. Hey. So, Damn, die News 2008? wollte ich einfach kurz reinwerfen, bevor wir zum eigentlich spannenden Thema gehen. Und zwar One Piece. So, jetzt bin ich endlich da. Ich brenne schon seit der Sekunde 1. Seit der Sekunde 1 von diesem Podcast, dass wir über One Piece reden, wo, ja, wie ihr jetzt gehört habt, One Piece spaltet unser Team noch und nöcher. Hey, Wahnsinn. Du sagst «Buh», ich sage «Yay». Ich finde es grossartig, ich habe es durchgesuchtet. Oh Gott. Also, bevor wir anfangen, One Piece, die Realverfilmung von der weltbekannten, am meisten verkauften und am meisten geschautsten und überhaupt tollsten Anime- bzw. Manga-Serie ever, ist seit dem 31. August auf Netflix als Realverfilmung. Genau. 8 Episoden, jede ist ungefähr eine Stunde lang. Es sind die ersten 100 Episoden vom Anime ungefähr zusammengefasst worden. Plus, minus. Also, now tell me, warum findest du Scheiße? Also, schau, es ist so. Und ich glaube, ich rede hier eigentlich für alle oder fast alle One Piece-Fans, die mit mir befreundet sind. Ich muss vorab noch schnell etwas sagen. Meine persönliche Meinung, ganz kurz zusammengefasst, ist, ich finde es absoluter Trash, aber was mich daran fasziniert, ist, ich will wissen, wie dass sie das umsetzen in den nächsten wie sagt man Du willst wissen, Episode, wie die nächsten Episoden und vor allem die grossen Kriege und alles, wie das Genau. umgesetzt Was mich werden interessiert soll, ist, ja. wie verkacken sie es am besten und was
Und wie stellen sie was dar, oder? Und ich persönlich habe so angefangen zu schauen und habe so gedacht, yo, eigentlich nach Death Note, nach Cowboy Bebop, wo ich persönlich gut habe gefunden, aber nur, weil ich das Anime nie habe gesehen Oh, wow. haben sie es tatsächlich jetzt bei One Piece haben sie es, einfach wieder hergebracht. Und ich meine, ich mache hier niemandem einen Vorwurf, weil wie heisst der Hauptzeichner von der Serie ist ja dabei gewesen, Eiichiro oder? Oda. Genau, der war auch dabei gewesen. Der hat dort auch mitgemacht. Das heisst, ich mache ihm keinen Vorwurf. Er hat auch das Beste probiert rauszuholen aus dem Low-Budget, das sie hatten. Low Und hat- Budget? Sie haben 18 Doch. Millionen pro Episode ausgegeben. Das ist mehr als Star Wars. Ja, aber es wird auf sehr vielen Plattformen darüber geschrieben, dass auch irgendwie das Budget gefällt hat. Weil, ganz ehrlich, wenn ich mir Sachen anschaue, wie Special Effects, die sind beim Ruffy zum Beispiel gut, aber gewisse wie soll ich sagen, Verkleidungen oder Kostüme sehen so billig aus. Zum Wir reden Beispiel? jetzt mal, ich rede mal nur von der Marine. Also die Marine kann ich von hinten bis vorne nicht ernst nehmen. Die Sie kann man sieht ja aus, als auch hätten im Anime nicht ernst nehmen. Das sind fucking Stormtrooper. Sorry fürs das ist, ja, aber die Stormtrooper sehen wenigstens gut Naja. aus. What the hell? Finde ich persönlich Nein, also nicht. die sehen aus, als Okay. hätten sie ihr Kostüm auf Wish bestellt. Also Haben sie wirklich. vielleicht auch. Und, Made in China. Und, Stell dir, das ist allgemein, günstiger. und allgemein ist mega viel Zeug dort innen, sieht aus, als wäre es auf Wish bestellt. Ich finde die Charaktere nicht bedrohlich, die ich sonst bedrohlich habe gefunden. Ich finde zum Beispiel der Clown, wie heisst der? Buggy. Der Buggy. Oh mein Gott. Der ist doch viel mehr Psycho und viel bedrohlicher gewesen, als er jetzt in der Serie ist. Und er sieht Hä, einfach der nur ist noch- hure gut umgesetzt. Ja, ich finde das Mo, scheiße. der ist grandios. Nein, ich finde das scheiße. Nein. Du hast eine nein, Geschmacksverstauchung. Nein. So einfach Nein. Geschmacksverstauchung. Entschuldigung, es tut mir leid. Buggy, schlecht. Nachher, der Ruffy an sich, oder Luffy, Sorry, wie man immer was nennen. der Iñaki Godoy ist die perfekte Besetzung für einen Ruffy. Er ist richtig Ich gut. finde nicht. Doch. Nein, er sieht Doch. für mich aus wie so ein Island Boy. Nein, er ist Und super. der Zoro. Nein, sorry, auch nicht. Entschuldigung, ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen finden das jetzt mega heiß. Dies, das, Ananas. Viele Figuren sind viel zu wenig bufft. Also, da hat man so ein bisschen muskulösere Leute können nehmen, für die darzustellen. Schon nur bei den Fischmenschen. Der Arlong ist viel buffter, als er da drinnen ist. Es gibt einen Sanji, der aussieht, als hätte er eine richtig schlechte Perücke an. Und seine Augenbrauen, hat er die überhaupt? Die drei? Nein, bewusst nicht. Sie haben sich bewusst dagegen entschieden. Aber warum? Weil es ein bisschen bodenständiger wirkt so, und weniger als Witzfigur. Sie haben sich bewusst gegen so Elemente entschieden, weil es zu comicartig würde daherkommen. Das haben sie in einem Interview gesagt. Sie haben sich bewusst gegen so Elemente entschieden, weil es zu lachhaft wäre. Man könnte es nicht ernst nehmen. Sie wollen ein bisschen ernster genommen werden als Der Anime. Red Shanks, der rote Shanks, der Red Shanks, einer der mächtigsten Piraten in der ganzen Serie. Sieht aus, hat er eine rote Perücke an, die richtig schlecht ist und einen Hut drüber. Und er sieht aus, als wäre er irgendwie gerade auf dem Weg an, keine Ahnung, die Luzerner Fasnacht mit seinen Kollegen. Es ist wirklich ein Joke. Also ganz ehrlich, ich kann den nicht ernst nehmen. Nachher kommt der Garb, der ja auch ein sehr hoher Dude ist in der Marine. Hey, der Garb haben sie hure gut umgesetzt. Sag nichts gegen Garb. Doch, Nein, der ist richtig Entschuldigung, gut. er ist viel zu wenig breit. Er ist viel Hey, zu wenig breit. jetzt Ich kann ihn nicht abgesehen ernst nehmen. mal von dem ganzen Äußerlichen. Also hast du nur am Aussetzen motzen. Und der Rest ist Ja. gut. Ja, der Rest ist okay. Also der Rest ist so, dass man kann sagen, sie haben sehr gut alles zusammengefasst, was wichtig war. Eben, los jetzt, meine Kritik ist vor allem an der Umsetzung und am Aussehen der Charaktere. He? Das ist wirklich meine Kritik. Der Rest finde ich voll okay, wenn man das besser hat herbekommen. Aber da brauchst du viel mehr Special Effects. Ich meine, es ist ein Anime. Ich würde mir nie überlegen, ein Anime mit realen Personen Bro. darzustellen. Das ist
Du kannst nicht. Chill mal, wirklich. Das ist eine Realverfilmung von einem Anime. Du musst es können. Du musst es können losgelöst betrachten vom Manga. Das kann ich. Das Nein, darf kannst ich meine Meinung- ich sage nur nein, mit kannst wenig. anscheinend ja nicht. Das Einzige, was du kritisierst, ist rein äußerliches Zeugs. Du kannst nicht sagen, ja, die Nami sieht nicht aus wie die Nami. Oder ja, der Raffi sieht nicht aus wie der Raffi. Weil ja, sie müssen es ja irgendwie menschlich überbringen. Du kannst es nicht 1:1 wie der Anime oder wie das Manga abbilden. Oder sie Nami nicht so finde ich bufft fast noch am sind. besten. Nami finde ich noch fast Nami fast ist noch zum am Beispiel besten. eine Figur, Dann- die ich zwar ganz cool finde, aber weniger. Es fehlt noch etwas. Sie ist zu Mm, platt noch. Noch Beim ist sie zu Lössop platt. fällt die Nase zum Beispiel. Nein, und dort wie's- haben sie sich wie beim Sanji bewusst dagegen entschieden. Bewusst. Ja, aber Und wenn es man ist das gut. vor- Nein, es ist gut. Steffi, wenn man Doch, das es ist Vorwissen gut. nicht hat, wie du zum Beispiel. Ich wäre es Wenn- erst wenn im du- Nachhinein gewusst. Und ich habe es gut gefunden, haben sie sich gegen die Nase entschieden, weil das wäre echt lächerlich dahergekommen. Wirklich. Die Augenbrauen vom Sanji, die Nase vom Lissab. Wenn sie das hätten mit reingenommen, dann wäre es einfach nur noch lächerlich gewesen. Die Sachen, die mich zum Beispiel gestört haben, sind so Zeug wie inhaltliche Sachen. Also, warum haben sie haben sehr, sehr viel durcheinander gebracht. Also, es macht alles Sinn, wie sie es gemacht haben. Es macht Sinn, die Reihenfolge, wie sie Charaktere reingebracht haben, vorgestellt haben, macht Sinn. Sie haben sehr viel durchmischt. Alles natürlich mit Absprache vom Eiichiro Oda. Das ist das Einzige, was ich so gefunden habe, so, ja, irgendwie, könnte ein Kritikpunkt sein, aber es ist gut so, wie sie es gemacht haben. Sie haben auch sehr viel neu dazu erfunden, by the way. Ja. Aber du tust ja nur Äußerliches, was... Nein, schau, es ist so. Es ist sicher lang her, seit ich die ersten paar Folgen gesehen habe. To be fair, oder? Und darum könnte ich jetzt nicht mega auf den Ablauf. Oh, ich habe die Kochen, ersten also 18 Episoden geschaut vom Anime und es ist alles komplett anders. Darum hast du einen Vorteil gegenüber mir, weil du kannst jetzt wieder, oder du hast sie nochmal geschaut, also kannst du dich besser erinnern. Darum würde ich jetzt nie etwas sagen, weil mir sind die Sachen bekannt vorgekommen, wie sie alle Teammitglieder getroffen haben. Es hat irgendwie Sinn gemacht, das mit den Fischmenschen, der mit dem Dorf und das Nami für die. Sorry für den Spoiler, Entschuldigung. Und das Nami dort unterwegs war. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob es 1:1 das ist, oder so nah an dem war, wie es ist rausgekommen. Das kannst du besser sagen. Darum kann ich das hier wirklich auch nicht kritisieren. Ich sage es jetzt mal als jemand, wo Anime, also wo One Piece cool findet, aber jetzt nicht so ein Hardcore-Fan ist und aufgrund von dem, ich betrachte einfach die zwei Sachen als zwei eigenständige Serien. Du darfst nicht Netflix One Piece als 1:1 Verfilmung vom Anime oder vom Manga betrachten. Es ist nicht dasselbe, es ist neu. Und darum musst du auch genug open-minded sein, um auch die Charaktere, wie sie daherkommen, neu anzunehmen. Es ist menschlicher, es muss menschlicher sein. Wo es ist keine Karikatur. Doch. Nein, ja, das Anime Doch. ist eine Karikatur, aber der Film nicht. Nein. Der Film ist eine Karikatur vom Anime. Der Film nimmt der Anime, also die jetzige Serie nimmt das Anime richtig hoch, meiner Meinung nach. Also die jetzige Serie, wenn ich die zuerst geschaut habe, würde ich mir das Anime nicht mal vielleicht mehr anschauen, weil ich es nicht mehr ernst nehmen, weil ich so würde finden, was ist das? Es ist richtig gut umgesetzt. Nein. Sorry, Moi, ich habe es richtig Nein, gefeiert. es tut mir Du leid. bist übrigens aber das sind einer wir- von 4%. Einfach, dass wir es mal kurz gesagt haben. Das Von ist mir Rotten egal. Tomato. Das ist mir egal, ob ich einer von 4% bin. Ich kenne genug Leute, die meiner Meinung sind, aber vielleicht ihre Meinung auch nicht offen abgeben, weil sie echt finden, ja, es ist ja eigentlich klar. Auf jeden Fall, Nein, es ist eigentlich Man im Fall hat's- auch nicht klar. man hat es bei Death Note schon gesehen, man kann es eigentlich fast nur verkacken, wenn man mit normalen Darstellern eine Anime-Serie drehen. Warum auch? Ich meine, dann mach doch vielleicht etwas, das inspiriert ist von dem. Dann Nein. mach doch etwas, das in die Richtung geht. Nein, wo dann wärst du das billige Aber- abklatscht, das geht auch nicht. Nein, das ist dann eben nicht ein billiger Abklatsch. Das ist meiner Meinung nach. Es gibt ja viele Filme, wo du sagst, hey, based on a novel of dem. Oder based on a comic of das da hier. Ich meine, es gibt den Film From Hell, vielleicht kennst du den. Das war ursprünglich auch ein Comic gewesen. Dort spielt der gute alte Johnny Depp in der Hauptrolle. Und es geht dort um Jack the Ripper. Und sie haben das als Basis genommen und nachher halt sehr viel aber verändert.
wenn man das gemacht hat, mit so einer Piratenserie, mit sehr coolen Charakteren, die vielleicht in die Richtung gehen, wo man dann aber auch ernst nehmen kann, die so in eine Richtung gehen, wie zum Beispiel Riddick oder andere Fantasy-Eposse, die einfach gut waren, Equilibrium, oder Sachen, wo einfach man hätte können sagen, God damn, ja, der Hauptcharakter oder das Hauptteam oder was auch immer, es kann in eine Richtung gehen von, keine Ahnung, Marvel oder Avengers oder was auch immer, das kann ich ernst nehmen. Aber wenn die ganze Zeit so aussieht, als würden irgendwelche Schiffe auf dem Ozean gegeneinander fighten, wo auf mich wirken, als wären sie von der letzten Kindergeburtstagsparty weggefahren. Wo einfach viel zu viele Farben rum sind, viel zu viele Sachen, die plastisch aussehen und nicht echt. Aber One Piece Es ist ist- hure bunt. Das ist schon Das- immer bunt gsi. Es hat Das keine ist- Norm. Als das Schiff von Alvira, es ist pink. Was willst du es plötzlich Natürlich. braun machen oder weiß oder Natürlich so? ist es pink, Nein. natürlich ist es pink, aber versuch doch dort irgendwo gleich die, wie soll ich sagen, die ein bisschen, wie nennt man das? Halt so eine Note hinzuzufügen, die es irgendwie nice macht, ohne dass es Ist nice. so auf eine, ja nein, ich finde es halt nicht. Also ich muss sagen, ich habe es mega gut gefunden. Ich habe die Umsetzung gefeiert. Ich habe gefunden, die Kernelemente sind super übergebracht. Ich finde so die Main Story, und sind wir ehrlich, One Piece ist eines der genialsten Epos überhaupt in der Ja. Geschichte von Ja, Geschichten Ja. erzählen. ja, Sorry, Ja. es ist Herr der Ringe im Anime, also oder im Manga-Universum. Also es ist basically, ja, nein, es ist vom Aha, Epos du her, meinst vom von Grösse, von der Story her, von der Backgrounds her. Ich meine, wenn nicht sogar noch ein bisschen grösser, meiner Meinung nach. Ich meine, die Charaktere, die Geschichte, alles, was er sich, der Reiichiro Oda, sich da ausgedacht hat. Ich meine, sorry, eine Adaption davon, nein, sorry, das wäre lame gewesen. Genau darum ist die Serie ja so genial, wo sie so detailliert ist. Und es hat viele Easter Eggs am Fall auch drin. Sie haben sich wirklich viel, viel Mühe gegeben. Der Eiichiro Oda ist ja richtig begeistert. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sehr viele von diesen Fans einfach auch nur Geld finden, wo er mitgeschafft hat, wo man einfach denkt, ja, er ist der Schöpfer, den kann man nicht haten. Das verstehe ich auch. Das ist macht für mich auch Sinn, weil wenn man den Dude halt kennt und weiss, okay, er hat One Piece gemacht, er hat mitgeschafft, ich kann das jetzt gar nicht wie haten oder ich kann jetzt hier gar nicht Sachen hinterfragen oder was auch immer. Aber meiner Meinung nach ist es halt einfach, ich habe es geschaut und ich habe so in mir innen habe ich so gespürt, wenn du One Piece nicht kennst, gibt es eigentlich die eine oder andere Möglichkeit. Entweder du findest es scheiße, nachher schaust du den Anime und merkst, eigentlich ist es fucking geil. Oder du findest es geil, nachher schaust du den Anime, oh shit, der Anime ist viel geiler. Es gibt nur die Nein, es ist im Fall nicht, gar nicht. Ganz ehrlich, wenn du die Netflix-Version jetzt geschaut hast und dann schaust du den Anime an, dann ist der Anime boring. Wirklich. Nein, Doch, das stimmt nicht. ganz ehrlich, die ersten 18, ich habe jetzt die ersten 18 Episoden noch mal angeschaut. Es ist platt, es ist nicht, es hat viel weniger Infos drin, es zieht sich enorm mit die Länge. Nein, ganz ehrlich. Wie viele Folgen gibt es? Ja, Es gibt über 1090. Folgen. 1090. Klar ist ein Anime, Ich sage es nur. so lang geht. Ja, ich sage es Ja. nur, im Vergleich zu der Serie, klar haben sie viel gekürzt und neu eingefügt und so, aber im Vergleich zu der Netflix-Serie, wie es jetzt ist, wirkt es halt, also vor allem die ersten, also ja, wenn du es so direkt miteinander vergleichst, es wirkt platt, also es ist halt alles komprimierter, sage ich jetzt mal. Es passiert halt Schlag auf Schlag viel mehr. Und du hast so viele Sequenzen und halt typische Shonen Jump. Es ist schon ein Manga, also so ein Buben-Manga halt für die Jungs aus der Gruppe. Da sind halt viel Kämpfe, oder? Und die sind so in die Länge gezogen teilweise und die gehen ewig und ganz ehrlich, Steffi. es ist eine gute Zusammenfassung und ich habe das Anime... Bitte verschonen mich mit dem, wirklich. Nein, ganz ehrlich, ich muss dir eins sagen. Schau, ich bin nicht der grösste Weeb und ich weiss, du bist nicht der grösste Weeb. Und eigentlich sind wir viel zu wenig Weebs, für darüber zu diskutieren, aber wir werden uns nicht einig werden. Weil ich persönlich finde, ja, sie haben das Beste probiert, das kann ich sagen. Sie haben das Beste probiert, aber ich bin immer noch der Meinung, und den Punkt werde ich nicht verlassen, lasst doch die Anime
Anime-Serie sein, die One Piece-Serie sein. Das ist doch gut, das ist doch Nein. schön. Macht doch jetzt hier Ich nicht widerspreche noch... dir da. Ich bin da nicht gleicher Meinung. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich drauf. Und Also aber wie ich ich habe vorher mich gefreut gesagt habe. drauf. Ja. Nein, wir werden uns Wie nicht ich einig. Und das ist auch okay so. Das ist auch okay so. Wir werden uns nicht einig. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Ich freue mich auch sehr, wie es weitergeht. Und hoffe, dass wir nicht 2 Jahre müssen warten. Ja, also, nochmal zum Abschluss zum Sagen. Ich habe gesagt, ich finde es auf eine Art spannend. Und zwar auf die Art, wo ich wissen will, wie sie die ganzen Sachen, die jetzt noch kommen, wo das ist ja der wie sie das umsetzen wollen. Da bin ich wirklich mega gespannt. Und weißt du, wer weiß? Vielleicht lernen sie etwas aus der ersten. Was heisst, Nehmen vielleicht wir das lernen sie mit? etwas aus der ersten? Die erste war gut umgesetzt. Ich finde es nicht. Ja, Immer das noch ist nicht. deine persönliche Meinung. Ja. Du bist einer von 4%. Vergiss das nicht auf Rotten Ja, Tomato. ja. 96% finden es verdammt geil. Tomato. Also, let's go. Also, so, das ist unser persönlicher Anime One Piece versus Netflix One Piece Krieg. Ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen im Piraten-Universum, aber Nico, du hast gesagt, du willst ein bisschen über Skull and Bones reden. Ja. Ich sage nur, dass die 4% nehmen das nicht als Richtwert. Es gibt sehr viele Leute, die da im Internet jetzt vielleicht noch nicht darüber diskutiert haben, aber wenn ihr wollt, versammle ich eine ganze Anti-One Piece Netflix Mannschaft und dann schauen wir nochmal. Also es gibt genug Leute, die es scheiße finden. Es gibt aber noch viel mehr Leute, die es gut finden. Also, Skull and Bones, let's go! Durch. Also, gut. Ich fahre jetzt weiter. Ich und Steffi sind super im Stürmen, wie ihr merkt. Gut. Also, wir gehen weiter mit dem Thema Piraten. Und zwar bin ja ich eigentlich ein grosser Piraten-Fan. Und es gibt nur wenn es nicht in One unserem Piece Team. ist. Ja, ist gut. Ich sage nicht. One Piece. Jetzt hör auf. Ja, ist gut, hör auf. Bitte. Also, es ist so. Es ist jemand in unserem Team, der Ives. Der ist auch ein mega grosser Piratenfan, aber mehr von dem Piratenspiel, das ja schon so lange angekündigt ist worden und jetzt finally nach Verschiebungen, Absagen, Rückerstattungen doch rauskommen. 6 Mal ist verschoben worden. 6 Mal. Skull and Bones. Hä? Genau. Und als ich den Trailer habe gesehen habe, ich also auch gerade ein bisschen Freude gehabt und habe wirklich müssen sagen, sie haben das gut umgesetzt. Also sie haben das richtig nice umgesetzt. Sie haben eine Grafik herbekommen und ich habe fast 1,5 Stunden Gameplay gesehen. Sie haben eine Grafik herbekommen. Wow. Also einfach nur wow. Man fühlt sich richtig auf dem Meer. Man fühlt sich als Piraten-Captain. Man hat das Feeling. Ich habe schnell sagen, also wenn das kommt, und ich habe mich tatsächlich gerade für weitere Live-Tests eingeschrieben, ich hoffe, klappt der irgendwie, dann warte ich also gerne und dann ist es mir egal, wie viel Mal das verschoben ist worden. Weil das, was ich im Gameplay habe gesehen auf dieser Seite, das ist wirklich enorm cool gewesen. Gestochen, scharfe Grafik, einfach coole Umsetzung auch vom Wasser. Und Wasser ist ja immer etwas, man weiss es, im Gaming-Bereich ist Wasser etwas vom Schwierigsten, von Animation her und dass es echt aussieht. Aber das hat top ausgesehen. Was ich zum Beispiel nicht habe gewusst, ich weiss nicht, ob du das gewusst hast, Steffi, aber das Spiel ist eigentlich aus dem Assassin's Creed Black Flag entstanden. Und zwar hat es so einen Mehrspieler-Modus für das Spiel sein. Spannend. Also weißt du, was ich meine? Und man hat ursprünglich eigentlich einen Mehrspieler-Modus machen im Assassin's Creed Black Flag und hat nachher gemerkt, oh, weißt du was, we do a whole new game, oder? Die Ähnlichkeit ist sogar in ein paar Elementen, wie zum Beispiel die Jagd auf Wale und Haie mit Harpunen spürbar, Parallelen zu Black Flag sind auch bei der Schiffssteuerung und allgemein bei der Stilistik zu erkennen. Also grosse Fans von Black Flag werden das Game lieben. Wie gesagt, ich habe kurz ins Gameplay reingeschaut. Mir hat der Ärmel vor allem reingenommen, dass man das Schiff ist fully customizable. Also man kann das nice. Schiff
komplett customizen. Crew ist fully customizable. Man kann sich Crewmitglieder anheuern und dann noch auswählen, wie die so aussehen. Was? Man kann sich alle... Oh mein Gott. Man kann Okay. seinen eigenen Weg wählen oder der Story folgen. Also man kann entweder die ganze Kampagne spielen, aber man kann auch komplett bonkers, Bananas gehen. Und wie gesagt, also Wahl und Haifang ist möglich. Das ist jetzt nicht, dass ich das würde appreciate. Also hier ist Sea Shepherd grosser Unterstützer von dem. Aber im Game ist es natürlich schon etwas Lustiges, weil die Haie greifen die auch an, wenn du vorbeifährst. Also das heisst, es ist natürlich jetzt nicht mega realistisch, aber du fährst zum Beispiel mit so einem kleinen Schiffkutter an, wo jeder fährt noch klein an, mit so einem kleinen Fischkutter fährst an und fährst durch die Meer und dann kommt so ein grosser Hai und der jumpt wirklich dein Schiff an von der Seite, also rammt die richtig so weg und dann musst du den abschießen mit Harpunen und so und das habe ich schon, dann ist schon so die Vibes gehabt von, yo, das möchte ich unbedingt spielen. Also ganz ehrlich, wenn das so rauskommt, wie ich so angeschaut und jetzt habe gesehen, wie es präsentiert ist worden, freue ich mich mega drauf und ich werde es fix spielen. Also auf jeden Fall. Aber eben, wir werden jetzt dort nicht zu fest reinschießen, weil vielleicht wird es ja gleich noch mal verschoben oder cancelled oder irgendetwas geht nicht. Aber Skull and Bones, ich bin eigentlich, und wir haben es im Crit, ich bin eigentlich hyped drauf, aber denkt dran, es ist schon so viel passiert mit dem Game. Könnte immer noch irgendeine Verschiebung kommen oder so. Genau. Gehen wir Ist mal jetzt gar nicht so von... kritisch gewesen. Ist gar nicht so... Es tut Gehen mir wir- leid, aber ist jetzt gar nicht so kritisch gewesen. Ey. Nein, ist Gar okay. nicht. Es ist ja einfach grundsätzlich ein Crit-Thema, weil es halt Skull and Bones ist. Also, Ja. sprich, das Game an sich ist Crit. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es etwa 6-mal verschoben worden ist. Und es kommt am 1., also so anscheinend zum 1. April rauskommen. Also von dem her, ja. Mal schauen. Es bleibt weiterhin kritisch, ob sie das so effektiv umsetzen können. Von dem her definitiv Crit. Doch, doch. Ich finde schon. Gut, sehr gut. Da ist noch mehr Crit. Genau, was man wirklich noch kritisch kann anschauen, wo man wirklich noch kritisch kann reingratschen, und ich mache das gar nicht so lange, weil wir sind gleich auch schon wieder ein Zeitchen dran mit unserer Debatte über One Piece. Schneiden wir sie nicht wieder an. COD. Modern of Warfare Duty. 3. Call of the Duties. Ja, es ist ja so. Wir alle kennen es. Wir alle mehr oder weniger lieben es oder verteufeln es oder beides. Ich persönlich habe viel Call of Duty gespielt. Das neue Modern Warfare 3 ist angekündigt worden. Ab dem 10. November sollte es rauskommen. Was gibt es denn da Neues, habe ich mich gefragt. Ich muss nach der ganz ehrlich sagen, ja, eigentlich nichts. Also außer der Fortsetzung von MW2-Kampagne, was irgendwie klar ist, dass die Kampagne fortgesetzt wird, einem Open-World-Zombie-Modus und ein paar veränderte Extras im Multiplayer ist es das Horizont same erweiternd. fucking Game. Kann man gut rauspiepen, Steffi, nachher im Podcast. Gut, für einen Vollpreis von 70 bis 80 Stutz ist das halt einfach zu wenig. Crazy. Ganz ehrlich, es ist einfach zu wenig. Das ist nicht ein Vollpreis-Game. Und der COD-Hype ist in der letzten Zeit aufgrund von schlechten Releases und immer wieder verpackten bugversuchten Spielteilen, also den bugversuchten Spielteilen Multiplayer und Warzone, halt mega in Kritik gefallen. Das heisst, die Öffentlichkeit hat ein bisschen das Interesse am Call of Duty verloren. Steffi, hast du das auch ein bisschen gemerkt? Ja, aber schon länger. Also schon seit längerer Zeit genau. so. Also es ist ein bisschen seit längerer Zeit so. Oder? Ich meine, früher war man doch auch behypt wie 7 auf ein neues COD-Release und die ganze Welt ist durchgedreht und jetzt findet man so, meh, ob Es das ist halt etwas das wird. Neues, ja. Es ist halt das neues Call of Duty. Ja, genau. Es kommt langsam so auf die gleiche Schiene wie FIFA. Das ist halt schade. Sorry, EA Sports FC ist Steffi, Ja, gell? Entschuldigung. Nicht, dass wir da noch Copyright Ja, du hast natürlich recht. ein Fragment. Also, jetzt ist es so, ich kann euch etwas erzählen, wo vielleicht die ein oder anderen Warzone oder Call of Duty Fans noch ein bisschen wird, hypen. Und zwar, es gibt 2, 3 Sachen, die noch cool sind. Es gibt ein paar Oldschool-Karten, die zurück sind, zum Beispiel Afghan aus dem MW2, die kommt wieder.
Totenstille wird wieder als extra verfügbar sein. Das finde ich eigentlich auch noch nice. Slide Cancelling wird wieder aktiviert. Das heisst, Steffi, für dich als nicht wissende, Slide Cancel ist, wenn du im Game slidest und nachher kannst du aber mit im Slide canceln und so schneller ins Aim reingehen. Ja, das Spektakulär. ist deepest Nerd-Shit. Musst nicht wissen, musst nicht können. Aber was natürlich Activision Blizzard jetzt macht, das kündigt das als Neuheiten an. Dabei sind es einfach Sachen, die sie wieder aktiviert haben von alten Teilen. Und das ist einfach so... I'm sad, bro. Das ist einfach so, Kollege, du verkaufst mir Gipfeli von letzten Sonntag, die nicht verkaufen können, heute als neue Gipfeli, weißt du, was ich meine? Das ist schon nicht so geil. Und ich persönlich fühle es halt auch nicht mehr. Ich meine, seit irgendwie Messi, Ronaldo und auch jetzt die fucking Nicki Minaj ein spielbarer Charakter ist im Call of Duty, kann ich es nicht mehr ernst nehmen. Und ja, Steffi, ich habe auch so geschaut. Ich habe nicht gedacht, dass es wahr ist, aber du kannst Nicki Minaj sehr viele Fragen. Du kannst wirklich Nicki Minaj spielen. Ich habe gedacht, es gibt nur eins. Ja, in diesem Clip. Ich habe nicht mehr können. Ich habe so einen Lachenfall bekommen. Du kannst als Nicki Minaj im richtig knappen Dress mit einer Wumme rumlaufen jetzt im CO. Ich bitte dich, das nach dem Podcast bitte mal in den freien 2 Minuten googeln. Schick mir einen Link. Es ist nicht mehr normal. Aber weißt du, ganz ehrlich, ich kann mir auch vorstellen, dass es mega lustig ist, die abzuschieben. Du bist gemein. Das ist falsch. Aber im Livestream fragt einer, kann man den Gegner mit Twerken killen? Ich kann mir auch vorstellen, dass ihre Hitbox einfach grösser ist hinten weißt du nicht mehr. Ja. Nein, aber, ja, es tut mir leid. Ja, aber warum machen sie so etwas? Für mich war wie klar ab dem Moment, wo ich das gesehen habe, ja, nein, es ist eigentlich practically, und das hat der Dude, der den Beitrag gemacht hat, auch gesagt, es ist practically einfach zu Fortnite geworden. Also man kann es wirklich so wenig ernst nehmen mittlerweile wie Fortnite, weil dort sind auch Charaktere einfach durchmischt und komplett bunt. Und bei Fortnite hat man aufgegeben, weil dort ist scheißegal. Ich meine, es geht nicht mehr lang, da ist ganz One Piece in Fortnite, kannst du sehen. 100%. Ah ja, das geht dann schnell, ja. Ich meine, Dragon Ball haben sie ja schon reingenommen. Naruto und das ist auch wieder so eine Anime-Vergewaltigung gewesen. Oh mein Gott, also ganz ehrlich, also das ist richtige Abuse. Und wenn du ein COD hast, wo du einen Nicki Minaj kannst spielen oder einen Messi oder einen Ronaldo. Vor allem in einem Shooter. Ich komme nicht mehr klar. Und das ist für mich einfach... Ja, Todesstoß. Es tut mir leid. So viel zu dem Crit. Ich bin also wieder richtig kritisch gewesen, finde ich cool. Wenn du abbranden bist. Genau. Es tut mir leid, es ist fair, wenn ich aber ein bisschen laut werde, aber jetzt gibt es auch laut für euch. Nein, es ist emotional. Und jetzt werden wir lautig. Genau, ich mache es kurz, weil jetzt haben wir schon sehr viel Krieg hier. Also, es gibt die neue Handheld Legion Go von Lenovo, die funktioniert mit Windows tatsächlich. Wir bekommen die über zum Testen und pipapo, und da wird es also von unserer Seite auf jeden Fall auch noch mehr dazu geben. Ich bin wahnsinnig gespannt. Man kann sich das vorstellen, es ist wie Steam Deck, eigentlich einfach von Lenovo, mit plus minus anderen Specs und eben auch mit Windows und Zeug und Sachen, und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was da alles auf uns zukommt. Dann haben wir bleiben noch ein bisschen bei den Handhelds. So, irgendwie haben wir in letzter Zeit sehr viele Handhelds bei uns im Shop aufgenommen. Aber die sind ein bisschen anders. Und zwar Pac-Man in a Tin. Also ja, Pac-Man in so einer Alubüchse tatsächlich. Das ist so eine kleine Retro-Konsole, die ganz witzig mega herzig, oder? Ja, voll. Ich finde vor allem auch für so jemanden, der gerne Retro-Games hat oder so, ist das ein mega cooles Geschenk. Ja. Und dann haben wir eigentlich so ein bisschen in der gleichen Ecke tatsächlich nochmal 2 Handhelds. Einer ist Taito Super Pocket. Sieht ein bisschen aus wie ein Gameboy. Hat auch 17 vorinstallierte Retro-Games. Aha, Space Invaders. Zum Beispiel, genau. Rastan. Und was es auch noch gibt, ist Handheld Capcom Super Pocket. Dort hat es 12 vorinstallierte Retro-Games drauf. Genau.
Und es ist Nice, Retro-Fans zugreifen. Ja, und beide sind kompatibel mit Evercade Cartridges. Das ist natürlich auch sehr cool. Da hat zum Beispiel Street Fighter drauf. Ich Und sehe Mega auch, Man. wir haben sie verfügbar. Nicht. Sie sind Bestellung. Sie sind Bestellung. Man kann sie vorbestellen, genau. Also wie Vorbestellen. Legion Go ist natürlich auch erst so ein Vorbestellen. Die ist noch nicht aus. Die kommt erst, glaube ich, am 31. Oktober, wenn ich es recht im Kopf habe. Oder, ja, ich glaube es, Ende Oktober auf jeden Fall. Und die beiden Handhelds, Pac-Man, also beziehungsweise Pac-Man in Tin, ich kann schnell nachschauen, Pac-Man in Tin, die haben wir schon tatsächlich. Genau. Aber die anderen zwei Retro-Konsolen, sage ich jetzt einmal, die kleinen, die sind auf den 26.10. kommen die. Genau. Also sicher auch ein herziges Weihnachtsgeschenk zum Beispiel für jemanden, der gerne Retro-Games hat. Ich denke, es ist cool. Cool. Mega Oder nice. ein gutes Mega Sammlerstück vor allem auch. Und last but not least haben wir noch das Game Absolute Drift. Und da wolltest du schnell etwas darüber erzählen, oder? Absolute Drift, ja. Also eigentlich muss ich dazu nicht sagen, für alle, die gerne ein bisschen die Vibes von Need for Speed, Underground oder Underground 2 zurückkehren, die Vibes zurückkehren und wo man kann cool umdriften, also auch bei den neuen Need for Speed kann man das ja einfach die Drift-Funktion ein bisschen ausnutzen oder das ein bisschen, wenn man das ein bisschen gerne macht. Absolute Drift ist ein cooles Game, wo man auf sehr minimalistischen Strecken mit einem Autöli driften kann. Es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie so ein Spielzeug-Autöli und es ist wirklich sehr simpel gehalten, aber es macht halt mega Spaß, weil man kann wirklich so the more you drift, the more points you get und man kann richtig nice. coole Strecken fahren und es hat eine coole Atmosphäre mit cooler Musik dazu. Ein richtiges cozy Game, würde man dem heute sagen. Einfach ein Game, wo man sich mal so ein bisschen auf die Couch flätzen und dann so 2-3 Stunden einfach rein driften. Also Absolute Drift, auch eine Empfehlung von mir, ist mit 31 Stutz tatsächlich tatsächlich coole Investition für die Switch. Nice. Genau. Ja, wunderprächtig. Gut, dann wäre es das auch schon gewesen von unserem Loot-Teil. Und dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Was hätte ich gesagt, ins Wochenende? Nein, leider noch nicht. Die Woche hat erst gerade angefangen. Aber ja, wir verabschieden uns und hören uns in 2 Wochen wieder. Oder aber eben auf Twitch am Livestreamen, zum Beispiel am Freitagmorgen am 10 Uhr, wenn der Nico Starfield anspielt. Oh yes, sind wir schon gespannt drauf. Genau, wir sehen uns in meiner Raumstation, liebe Milky Way Travelers. Nice, Genau. gut. Dann bis dann. Adios. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.